Verdammt, meine nächsten Kopfschmerzen kommen hoffentlich vom Tequila. Komm schon, amigo. Das hier ist definitiv besser ausgegangen als dein letzter Tequila-Rausch. Da könntest du recht haben. Das Mädchen neben mir ist auf jeden Fall hübscher. Und die 3 leben anscheinend immer noch. So, wie lautet denn der Plan? Also, der Helikopter ist hin. Und die einzige Person, die wir bisher gerettet haben, arbeitet nicht mal für InGen. Was jetzt? Vielleicht findest du im Wrack noch was Nützliches. Und kümmere dich um das Mädchen, während ich die Umgebung absuche. Verdammt, meine Kalaschnikow war im Helikopter. Wurde bestimmt geröstet. Bin froh, dass sie nicht scharf war. Hätte tödlich enden können. Da sind wir schon 2, amigo. Aber es war schon eine ziemlich gute Feuershow. So, vielleicht findet man noch was in den Wrackteilen, wo es uns irgendwie nützlich erscheinen kann. Kein Treibstoff mehr. War wohl eine heftige Explosion. Ich behalte das Ding besser im Auge, damit wir rechtzeitig weg sind, wenn es in die Luft fliegt. Was haben wir da herummert? Diesmal reicht eine Hilfseinheit nicht, um die Maschine zu reparieren. Sieht ziemlich sicher aus, aber ich schaue lieber nochmal nach. Da hinten haben wir noch was. Verdammt, da waren all unsere Waffen drin. Hab mich gerade erst an die Kalaschnikow gewöhnt. Da kann nichts mehr explodieren. Wir dürften hier sicher sein. Okay, da ist... Was ist das da? Hier muss Oskar uns vom Wrack weggezogen haben. Mich hoffentlich zuerst. Ach so, der hat uns da weggeschliffen. Und sonst haben wir da nichts mehr. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn? Da mehr? Ich sehe nach, ob es dem Mädchen gut geht. Oskar will vielleicht mit dir reden, wenn sie aufwacht. Verschieben wir das kleine Treffen. Da können wir irgendwas machen. Oh, da sind doch die Embryonen drin. Sind die Typen auch hinter denen her? Wow, Barbasol. Genauso eine Dose habe ich in San Jose. Oh Mann, ich hoffe, der ist nicht für ihr Gesicht. Ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist dann wohl noch voll. Oben kommt nicht viel raus. Klingt halb leer, fühlt sich aber voll an. Warum? Mein Stiefbruder hat seine Zweitschlüssel in einer falschen Getränkedose aufbewahrt. Ich frage mich... Die Lady hat ein Geheimversteck. Aber für was? Oh weia. Das kann nur uns heißen. T-Rex verzieht sich. Verdammt, Oskar. Ich habe nur eine Hose dabei. Der Helikopter explodiert nicht. Aber alles, was drin war, wurde gegrillt. Auch unsere Waffen. Keine Dinospuren, keine Nester. Das ist unser neues Basislager. Hey, guck mal. Ich habe eine Dose Rasierschaum in ihrem Rucksack gefunden. Wusste nicht, dass du welchen brauchst. Was auch immer, Wolfsmensch. Nur, dass das kein Rasierschaum ist. Und was jetzt? Gut, dass du mich vom Feuer weggezogen hast, Mann. Hätte ich gewusst, dass du sentimental wirst, würdest du jetzt noch da liegen. Überrascht mich, dass du das Mädchen gerettet hast. Die Lady hat es nicht leicht. Auch meinetwegen. Aber wenn sie jetzt noch mal frech wird, kann ich sie guten Gewissens töten.
Okay, Oskar, wie lautet der Plan? Wir versuchen, das Ding noch zu reißen. Ja, ich gehe auf die Suche nach unseren Freunden. Soll ich nicht mitkommen? Ohne unsere Waffen geht das nur unauffällig. Soll das heißen, ich könnte das nicht? Das soll heißen, keiner von uns kann das unauffällig machen, wenn er sich um sie kümmert. Außerdem sagt sie nicht, solange ich da bin. Aber vielleicht kocht der hübsche Billy sie weich. Das wird schwierig. Dios mio. Sie können Türen öffnen. Ich glaube, das sind jetzt gleich hat. Wenn der da rumschleicht. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Das war fast das Beste gewesen. Okay, da ist der Raptor, der frisst den anderen zusammen. Da geht's auf, da geht's unten rein. Was ist das da? Vielleicht gehen wir lieber auf, da können wir das Tor zu machen. Ach so, der wollte sich da vorbeischleichen. Können wir vielleicht einmal lieber unten rum. Verdammt! Vielleicht müssen wir da leise bleiben. Da ist nämlich der zweite. Sollen wir noch den ganzen Tag hier rumstehen? Du hast recht, Liebes. Wir sollten weitergehen. Da drin sind die Raptoren. Da sind die anderen. Wo ist es besser? Vielleicht da eine? Verschlossen. Clever. Gut, dann bleibt gerade noch der Weg da eine. Ay, Dios mío. Warum bin ich nicht tot? Sie haben mich zurückgelassen. Idiotas. Okay, jetzt haben wir wieder die da. Ist der Rasierschaum noch da? Wo ist die Dose? Julieta! Nein, nein, nein! Suchen Sie das hier? Das gehört mir! Das erinnert mich an früher. Hab damit gelernt, mich zu rasieren. Her damit! Sofort! Ich habe auch keinen Rasierschaum mehr. Stört Sie es, wenn ich ihn mir kurz ausleihe? Nicht schütteln! Aber man soll den Schaumform benutzen, gut schütteln. Steht doch hier drauf.
Verraten Sie mir, warum der Rasierschaum so wichtig ist? Oder muss ich InGen fragen? Tja. Sagen wir eben, dass da Embryonen drin sind? Die Dose gehörte meinem Geliebten. Er fiel im Kampf für die chilenische Revolution. Ich habe sonst nichts von ihm. Bitte geben Sie sie zurück. Wie süß. Ich fasse zusammen. Ihr marxistischer Revoluzerfreund hat es zu seiner obersten Priorität erklärt, sein Gesicht seidig glatt zu halten. Muss ein sehr sensibler Typ gewesen sein. Ich bin nicht blöd, Lady. Noch einen Versuch? Embryos. Das sind Dinosaurier-Embryos. Sie sterben, wenn Sie sie fallen lassen. Hören Sie, Yoder. Bill, vielleicht können wir einen Deal. Klingt interessant. Reden Sie. Einen Deal. Vielleicht ist er ein Kavalier. Bitte! Ich erwarte nicht, dass Sie mir vertrauen, aber Sie sollten sie mir einfach zurückgeben und mich gehen lassen. Ich habe eine Tochter. Ich brauche Geld, um sie aus dem Ghetto zu holen. Sie wissen, wie es Mädchen dort geht. Sie verdient ein besseres Leben. Im Ernst? Okay. Reden Sie weiter. Wollen wir bedrohen oder lieber mit Geld? Wenn ich die Embryos rechtzeitig zu meiner Kontaktperson bringe, springt für sie eine nette Summe raus. Vielleicht ist er unterbezahlt. Nehmen wir mal das. Die Embryos sind mehr als 1 Million wert. US-Dollar. Ich habe einen Käufer. Bringen Sie uns zu ihm und wir werden reich. Klar, als ob InGen einen freien Mitarbeiter wie mich nicht unter die Lupe nehmen würde, wenn sie merken, dass die Kronjuwelen fehlen. Keine Chance. Gut, das hat nicht gehaut. Vielleicht erzählen wir ihm irgendwas Glaubbares. InGen klopft Ihnen nur auf die Schulter und drückt vielleicht einen kleinen Weihnachtsbonus raus. Ich verkaufe Ihnen einen reichen Mann. Ihre Schulden werden bezahlt. Sie könnten kündigen und müssten keine Befehle von Anzugträgern mehr befolgen. Klingt doch gut. Kommen Sie, Billy. Die Bezahlung ist gut und Sie helfen mir, meine Tochter zu retten. Jeder hat also was davon. Okay, das ist der Deal. Erstens, ich bin der Boss. Ich behalte die Embryos und wir bringen sie erst zu ihrem Kontakt, wenn es sicher ist. Keine Ahnung, wie lange die Embryos da drin noch überleben. Das Risiko gehen wir ein. Zweitens, Oscar ist dabei, Warum? weil er mein Partner ist. Darum. Das geht schon klar. Vertrauen Sie mir. Warten Sie erstmal ab und entspannen Sie sich. Nicht jede Frau erlebt auf einer tropischen Insel einen Sonnenuntergang mit Billy Yoda. Also, irgendeine Idee, wo genau im Park wir uns befinden? Wir sind nicht weit von der Meeresausstellung entfernt. Und das Telefon dort funktioniert. Zumindest ging es heute Morgen noch. Kommen wir von den Tunneln dorthin? Ich glaube schon. Also gut, gehen Sie vor. Ich will uns so schnell wie möglich herausholen. Keine Wissenschaftsprojekte mehr, okay? Okay, verstanden. Aber die Raptoren sind uns auf die Fersen. So, was nehmen wir denn? Gehen wir in die richtige Richtung? Wollen Sie wirklich nicht zum Besucherzentrum, Dr. Sorkin? InGen sucht dort sicher zuerst, wenn Sie nichts vom Rettungsteam hören. Diese Tunnel reichen nicht bis zum Besucherzentrum. Keine Ahnung, wie Sie das sehen, aber ich will nicht mehr draußen rumlaufen. Ich auch nicht. So, warum sind Sie nicht der Boss? Wo wir schon dabei sind, uns besser kennenzulernen. Warum ist Dr. Wu Chefgenetiker geworden und nicht Sie? Ganz einfach. Wegen der Frösche. Frösche haben ihre Beförderung verhindert? Genauer gesagt ihre DNS. Bevor wir Dinosaurier klonen konnten, mussten wir entscheiden, wie wir die Lücken in den gefundenen DNS-Sequenzen füllen.
Das weiß ich noch von der Tour. Sie haben Dino-Blut in Mückenfossilien gefunden, oder? Richtig. Ich wollte ein vollständiges prähistorisches Genom schaffen und zwischen allen verschiedenen DNS-Proben aus dem Bernstein Kreuzverweise erstellen. Es wäre sicherer gewesen. Hätte aber mehr Zeit gekostet, als der Vorstand uns geben wollte. Also hat sogar Hammonds keine kostenscheuen Philosophie ihre Grenzen. Genau, Dr. Wu, schlug vor, die Lücken mit Frosch-DNS zu füllen. Sehr riskant. Wir wissen immer noch nicht von allen Effekten. Aber es war eine schnelle Lösung. Also wurde Henry Chefgenetiker und ich stand dumm da. Okay, wie schaut's denn mit den Gänge aus? Keine Angst, Jess. Hier sind wir sicher. Wo führen all diese Türen hin? Zu den Wartungskorridoren. Dort werden alle wichtigen Systeme des Parks gesteuert. Strom, Wasser, Klimatisierung und so weiter. Durch die Tunnel auf dieser Seite sollen Tiere, Personal und Nahrung transportiert werden. Deshalb sind sie so groß. Sie sind vom Wartungsnetz getrennt, um Unfälle zu vermeiden. Hat jemand meine Zigaretten gesehen? Ich dachte, ich hätte noch welche. Ich wusste gar nicht, dass Sie rauchen. Normalerweise ein paar Mal am Tag. Aber wir waren ja beschäftigt. Wo hatten Sie sie zuletzt? Gleich hier in meiner Tasche, dachte ich zumindest. Vielleicht sind sie rausgefallen, als wir vom Wasserturm gesprungen sind. Glaube ich auch. Naja, ohne sie bin ich wohl eh besser dran. Und wir werden bereits gejagt wieder. Ich wollte Sie die ganze Zeit schon fragen, warum Sie Ihre Radiosendung nicht mehr machen, Laura. Sie hatten eine Radiosendung? Radio würde ich das nicht nennen. Ich habe mich in das Parksystem eingehackt und was aus meiner Sammlung gespielt. Dafür war ich aber in letzter Zeit zu beschäftigt. Mussten Sie Artie Bridges wirklich zeigen, wie das geht? Ich bereue es ja, aber woher sollte ich wissen, dass er so schlecht ist? Er hat mich angefleht und meinte, es wäre sein Traum, beim Radio zu sein. Er sollte sich lieber weiter um die Hausmeister kümmern. Er ist schrecklich. Stimmt. Deshalb war es wohl nur ein Traum. Er nimmt seine Sendung übrigens vorher auf, damit er sie während der Arbeitszeit ausstrahlen kann. Habt ihr das gehört? Klang wie eine Ratte. Mhm. Dinosaurier sind nicht die einzige invasive Spezies, die InGen auf die Insel mitbrachte. Es gibt viele Ratten in diesen Tunneln. Das Wartungsteam stellt hier unten ständig Fallen auf. Können wir kurz anhalten? Meine Beine bringen mich um. Schätze, wir könnten alle eine Pause brauchen. Ja, legen wir wieder Pause, ey. Ich weiß nicht, wie lange die Embryos noch überleben. Wir müssen meinen Kontakt am Boot treffen. Wir bleiben hier, bis Oscar zurück ist. Wir wissen doch nicht mal, ob er noch lebt. Oscar geht's gut. Er kommt schon zurück. Und wir werden bleiben, egal was passiert. Ich glaube, die Meinung... Andererseits, vielleicht haben Sie recht. Na los, wir müssen hier weg. Keine Zeit, verstecken! Die Meinung ändern wir jetzt gleich mal, denn der T-Rex kommt. Verdammt. Es muss raus. Nicht bewegen. Lass mich in Ruhe, du Wildes. Nicht bewegen. Ganz ruhig, Kleine. Oh oh. Ich verschwinde! Der rennt davon, sie rennt noch, eh.